ich op de konkrete Projekt ergehen, e klenge Wur zu den punktuellen Verfassungsänderungen. Wie all Verfassungsänderungen kind diese Projekt net gestimmt gin ohne Zustimmung von der CSV, weil jo 2/3 von den Deputierten mussssen d'accord sind. CSV huet iterativement deklariert, sie wir geint weiter punktuell Verfassungsänderungen. Den Heiten stimmt ze dann aber mat. Wir werden zum Beispiel nicht den de Fernand Carter is am Numm von der ADR abrucht huet, iwwer Lützburger Spruch, wo meist alle Guten Heibannen sinn, dat soll kommen, la langue du Luxembourg est luxembourgeois, la loi règle l'emploi des langues luxembourgeoises, françaises et allemandes. Wir werden net die Proposition, die ich abrucht hun, am Numm von der ADR iwwer den Deiereschutz, wo man so in Artikel 11 soll vervollständigt gehen, l'État reconnaît aux animaux le statut d'être vivant, doués de sensibilité et veille à protéger leur dignité et leur bien-être. Nee, den heite Projekt gëtt virgezogen aus ja geht dem Zerscheet vum Land. Herr Gloden schwätzt mat recht von den grausamen Terrorattacken, Bataclan, Bresel, Manchester, ich zähle sie nicht alle Götten ab. Tut ganz recht. Wir haben haut keine Gesetze, die erlauben, do anzutreten. Anschwengen du als ein Denkfehler nee, wann schön nach Zeit gär, kann Herr Glode mal gerne eng vorstellen. Während der Riert, ja. Selbstverständlich. Der verständliche Präsident kann triiert gehen, wann er will. Maja, dann sollten Herr Präsident gucken. Merci, Herr Präsident. Ich will den Herr Reding darüber hinweisen, dass wir gesagt haben, wir wären für die Veränderung von diesem Artikel. Wir sind nicht gegen die generelle Änderung von der Verfassung, wir gegen den Timing. Ja. Dir verkauft das ja immer ganz populistisch für typisch ADR. Nee, absolut nicht. Wir haben von punktuellen Änderungen gesperrt, ob die sollen kommen, ob punktuelle Änderungen sollen können kommen, ja oder nee. Wir haben nicht über eine generelle Verfassungsreform gesperrt. Davon habe ich nicht gesperrt. Ich habe von der Notwendigkeit oder von der positiven Attitüde zu punktuellen Änderungen gesperrt. Dir sollt an ihrer Stellungnahme sieht CSV zu dieser Verfassungsänderung, die Regierung muss können agieren an Krisensituationen. Aber da stellen ich mir ganz einfach vor, kann sie das haut nicht. Die Regierung kann ja agieren. Es geht darum, dass wir den Pouvoir gehen, zu legiferieren. Ich will einfach daran erinnern, wir haben noch Hautgesetze, die erlauben, dass ein Untersuchungsrichter ein Mandat de Perquisition ausstellt, dass Leute an Detention präventiv gesagt gehen, dass Konten saisiert gehen, etc. pp. Das ist, wenn wir heute keine Gesetze hätten. Aber wie wenn man müsste werden, dass ein Terrorakt geschieht, für das die Regierung da Kind agieren. Was sind also die Punkte, wo die Regierung will legiferieren? Wie weit will sie dann über die aktuelle Gesetzgebung rauskommen? Aber was sind dann die Notstandsgesetze, die sie da will erlosen? Wir denken als ADR, dass den dublen Denkfehler gibt. Erstens könnte man ein Gesetz machen oder eine Verfassungsreform, die der Chambre erlaubt, kurzfristig zu legiferieren. Wann das dann nötig ist, als erste Pouvoir hier am Land. Und zweitens, wenn wir wissen, dass können Ausnahmesituationen geschehen, dass können Krisen auftauchen, dass kann ein großer Terrorakt geschehen, dass kann an Blut fliehen. Aber da kommen wir holen Haut, Rau, mat Amos, die Gesetze, die sich dann in dem Moment imposieren. Für was soll Chambre, Haut, Rau nicht können besser legiferieren, wie die Regierung dann an denen 10 Tage von der absoluten Krise? Für was soll die Regierung da an denen 10 Tage besser können machen, wie wir Heiban an den nächsten Wochen am Ende? Das ist das Froh, die sich stellt. An den Autor Alex Baudry geht ja auch zu, an einem Interview mit der Vox vom 26.05.2016, dass konstitutionnaliser l'état d'urgence wir für allem für den droit commun nicht müssen zu muskulieren. Und da sind wir eben de contraire. Kann wir machen das Haut, kann wir gesehen Hautgesetze für Rau amat Amos, die an so engen Feldern müssen greifen. Notstandsreglemente, ich meine, da sind wir jetzt alle gut eins, das ist auch schon angeklungen, können missbraucht gehen, als sie potenziell gefährlich. Der Stefan Baum, Doyen von der Uni Lützeburg, vom Droit, hat gesagt,
constitutionnaliser l'état d'urgence, c'est faire confiance au gouvernement actuel et le regretter sur un gouvernement futur. An dat def man net vergessen. Mir sinn haut heibannen alle goete guten Wëls. Wie wat wësse man dann? Wie en a 5, an 10, a 50 oder 20 Uhr eventuell hei sitzt. Dir sot, et gëtt garantieren, well no 10 Deeg muss eng Majorité qualifié den Etat d'urgence verlängeren. Ja, Holmod gëtt den Etat d'urgence. Gëtt verlängert. Hier statt an eng Ratifikationun vun den Mesuren, die gehol gesinn. A wann ech géint die Mesure sinn, muss ich dagegen Etat d'urgence als solche stimme. An nummer ganz iwwerdriwe. Ja, Madame Lochette, wat geschitt da wann an dem Etat d'urgence eng Regierung desideiert 20 Deputéierten ze internieren. Dann hummer hai banne keng Majorité konstitutionell méi fir d Etat d'urgence ze verlängern oder net ze verlängern. Ja, et kann e lächen driwer. Mit der Toten aswer dat, wat an der Geschicht geschitt ass, wo so Notstandsgesetze wie die Heiten missbraucht gesinn. An dat muss ja awer gesinn, wie dat kann missbraucht gin. Für wat soll man also beschärfen? Wat kann potenziell missbraucht gin, wat man haut all Zeit vun der Welt tun, a Ro, a mat Ärmos, de Gesetze zu holen, die sich imposéiere fir a Krise fällt. Das ganz klar, dat och die Formulation trotz allen Lobeshymnen, die hai in de Männer gemerk huet, sie ass net gut. Et gëtt geschwert vu Peril imminent, et gëtt geschwert vu besoin vitaux, et gëtt geschwert vun enger Partie de la Population, den hireieren Intérêt vitoen et dit me leet, dat ass schwammech, dat ass net präzis, dat ass in fine net ze kontroléiere, wat dommerden geschitt. An finalement, das auch schon ha gesot gin, vum Herr Gloden, ich wiederholen dat, de potenzielle Missbrauch vu dese Regeln as zum Autor selber dokumentéiert gin, wie gesot huet, et kind jo run denken, op dëssen Text strikt zu greifen, fir punktuell Flüchtlingsfoyeren zu bauen, ohne die normal legislativ an Administrativprozeduren anzuhalen. Das gesot wie vu Export die Dauer vun der Krisesituation wie limitiert op 10 Deeg an 3 Meint. Neen, Krisesituation als potenziell 6 Meint, 9 Meint oder ewig. Wat katte noch an Lotfleit als Krisesituation weit méi lang wie 3 Meint an 10 Deeg. Wat ma ha hunn as de pouvoir legislativ, de er ofgin hai als Chambre, wo meist kastreieren, de er dem Exekutiv gin, deet as maximal limitiert op 3 Meint. An dat ass mir eierlich gesot schon zuviel, wann man gucke, wie haut schon Praxis ass, wo als Regierung zu Bresel Sachen zustimmt, die man dünne als Direktiv zerveiert kriegen, die man hai musssse stimme, wo man go kein Meiglichkeit mir hunn, dat aufzulehnen. Ich kind Beispiele nenne während etlichen Minuten. Der kennt jo selber, wo eis Beamte moll net Regierung, wo Beamte vun der Regierung Sachen zustimmen zu Bresel, sie vun Bankkonten, Doppierung vum Bankgeheimnis fir Netresidenten, Tauseierergesetz etc. im Hunde all der, die man firgelöscht kreen. Haut schon gëtt viel zuviel en gros Ingerence vum Pouvoir exekutiv an de Pouvoir legislativ davon aufgesehen, dass de Gros von der Gesetze, die man ja sowieso Projekt de loi, die von Beamte von der Regierung geschrieben gehen, an nicht von der Chambre, an ich denke, es wir in der Zeit ein Ermächtigungsgesetz für die Chambre zu stimmen, dass wir als Pouvoir zurückholen, an diese Änderung in erkennen Umständen zu